Stille. Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama drückte seine Traurigkeit über die schweren Regenfälle und Erdrutsche in Kerala aus. Sigyong Bemba Tshering wendet sich an tibetische Gemeinden in Wisconsin, Minnesota und Chicago. Sprecher Kimbo Sonam Dembe trifft sich mit der japanischen parlamentarischen Unterstützungsgruppe für Tibet in Tokio. Galunde Magyari nimmt an der Abschlusszeremonie des zweiten kulturellen Immersions-Sommerkurses in Tibet teil. TPI organisierte eine Podiumdiskussion zum Thema erzwungene Schließung der Lapia Shirinolim Bildungseinrichtung, Ursachen und Auswirkungen. Tibet bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris vertreten. UN Advocacy Officer des Tibet-Büros in Genf nimmt an den Feierlichkeiten zum Gründungsjubiläum des Schweizer Regionalzentrums der Initiative Mittlerer Weg teil. Sydney Tibetan Association spendet freiwillig eine Summe von 9.420 australische Dollar an den Haushaltsfonds der tibetischen Zentralverwaltung. Am Mittwoch dieser Woche schrieb seine Heiligkeit der Dalai Lama an Pinarayi Vijayan, den Ministerpräsidenten von Kerala, um seine Trauer über den Verlust von Menschenleben, Verletzungen, die Verwüstung von Eigentum und die allgemeine Notlage auszudrücken, mit der so viele Menschen infolge der massiven Erdrutsche in der Region Wayanad in Kerala konfrontiert sind. Seine Heiligkeit sprach den Familien, die Angehörige verloren haben, und allen, die von dieser Katastrophe betroffen sind, sein Beileid und seine Gebete aus. Als Geste seiner Solidarität mit den Menschen in Kerala hat seine Heiligkeit den Dalai Lama Trust gebeten, eine Spende für die Hilfs- und Rettungsmaßnahmen zu leisten. Im Rahmen der laufenden offiziellen Verpflichtungen in den USA nahm Sigyong Bemba Tshering von der zentralen tibetischen Verwaltung an Feierlichkeiten teil, bei denen er der US-Regierung für die Verabschiedung des Resolve Tibet Act in verschiedenen tibetischen Gemeindezentren dankte und sprach bei den Versammlungen in Madison, Wisconsin, Minnesota und Chicago. Am 27. Juli hielt Sigyong eine Rede vor der tibetischen Gemeinschaft im Auditorium der Wisconsin Tibetan Association, gefolgt von einer Ansprache im Auditorium der Tibetan American Foundation of Minnesota. Am folgenden Tag traf Sigyong mit der tibetischen Gemeinschaft in Chicago zusammen und unterhielt sich mit ihr. In seiner Grundsatzrede an die Tibeter in diesen Städten betonte Sigyong, dass der derzeitige Gascha fest entschlossen sei, die Vision seiner Heiligkeit des Dalai Lama in allen Verwaltungsbereichen, einschließlich des politischen Spektrums, umzusetzen. Er betonte, wie wichtig es sei, den Dialog mit den chinesischen Partnern aufrechtzuerhalten, um den langjährigen Tibetiner-Konflikt friedlich durch den Ansatz des Mittleren Weges zu lösen, und rief die Tibeter zur Einheit auf, ungeachtet unterschiedlicher politischer Meinungen, um die Polaritäten des Ansatzes des Mittleren Weges zu legitimieren. Darüber hinaus erwies Sigyong seine Heiligkeit am Mittwoch dieser Woche im Bundesstaat New York während einer besonderen Audienz die Ehre. Kimbo Sonam Dempe, der Sprecher des tibetischen Exilparlaments, befindet sich vom 27. bis zum 2. August zu einem offiziellen Besuch in Tokio, Japan. Am Dienstag dieser Woche besuchte der Sprecher das japanischen Parlamentsgebäude und sprach vor den Mitgliedern des Arbeitskomitees der japanischen parlamentarischen Unterstützungsgruppe für Tibet in der internationalen Konferenzhalle des Gebäudes in Nakatachu, Tokio. Shimomura Hakobun, Vorsitzender der japanischen parlamentarischen Unterstützungsgruppe für Tibet, begrüßte den Sprecher Kimbo Sonam Dempe und lobte die starke Unterstützung der japanischen Parlamentarier für die Tibet-Frage. Der Vorsitzende Shimomura sprach auch über die kolonialen Internate und die zunehmende Unterdrückung in China. Er informierte das Komitee über den Plan, den 9. Weltparlamentarierkongress zu Tibet (WPCT) im Jahre 2025 in Tokio zu veranstalten und diskutierte weiter über die Vorbereitung des Kongresses. Kimbo Sonam Dempe dankte dem Vorsitzenden Shimomura Hakobun, Sekretär Ishikawa und anderen für den Empfang und die Unterstützung, die sie für die Tibet-Frage und das Büro von Tibet in Japan geleistet haben. Er informierte den Parlamentsausschuss über die anhaltenden Repressionen in Tibet und sprach über die kürzliche Schließung der Jigme Gyatso-Schule in Golo. Er informierte die Mitglieder darüber, wie seine Heiligkeit hart gearbeitet und eine demokratische Regierungsführung im Exil eingeführt hat. Der Vertreter des Verbindungsbüros seiner Heiligkeit des Dalai Lama für Japan und Ostasien, Dr. Tseongyalpo Arya, informierte die Ausschussmitglieder über die jüngste Gesetzgebung des US-Kongresses Resolve Tibet Act, die von Präsident Joe Biden unterzeichnet wurde und am 12. Juli in Kraft trat.
Er verlas auch die Resolution, die während eines Seminars über chinesische Kolonialinternate am 7. Juli an der Universität Tokio verabschiedet wurde. Am Mittwoch dieser Woche fand im Tibetischen Institut für Darstellende Künste die Abschlusszeremonie des 2. kulturellen Immersionskurses statt, bei der amtierende Sejong Domagyari als Hauptgast auftrat. Unter den Teilnehmern waren auch Lobsang Jinpa, Sekretär des Garden Podang, und Tundu Dorje, Sekretär der Abteilung für Religion und Kultur, als besondere Gäste. Der Direktor des Tibetischen Instituts für Darstellende Künste führte in seiner Ansprache den Erfolg des Programms auf die Initiativen der Eltern der Teilnehmer und der Dozenten für Darstellende Künste zurück. Die Schüler präsentierten eine Reihe von Musik- und Tanzaufführungen, die vom Publikum mit großer Anerkennung aufgenommen wurden. Die ehrenwerte Galö Yariduma sprach zu den Anwesenden und wandte sich entschieden gegen Chinas zügellose Sinisierung der tibetischen Kultur. Sie sprach über die Befolgung der Worte seiner Heiligkeit des Dalai Lama durch die Tibeter im Exil. Um die tibetische Kultur zu bewahren und die Weiterführung dieses Vermächtnisses ist die Hauptaufgabe von Tipa, die seine Heiligkeit einige Monate nach seiner Ankunft in Indien im Jahre 1959 ins Leben gerufen hat. Der Kurs fand vom 1. bis 31. Juli statt und wurde von 30 Studenten aus den USA, der Schweiz und Deutschland besucht. Am Montag dieser Woche veranstaltete das Tibet Policy Institute of Central Tibetan Administration eine Podiumdiskussion mit dem Titel Forced Closure of Ragyashirik Noling Educational Institute – Ursachen und Auswirkungen. An der Veranstaltung nahmen namhafte Persönlichkeiten teil, darunter Pema Tso, Mitglied des tibetischen Parlaments und Chefredakteurin der Tibet Times, Dawa Tsering, Direktor des Tibet Policy Institute CTA, und Chede Dawa, Wissenschaftlerin beim Tibet Watch und ehemalige Schülerin des Ragyashirik Noling Educational Institute. Die Parlamentarierin Pema Tso hob die Herausforderungen und Einschränkungen hervor, mit denen Ragyashirik Noling bei seinen Bildungsbemühungen konfrontiert ist. Sie erklärte, zwischen 1994 und 2021 haben mehr als 2200 Studenten einen Abschluss an dieser Einrichtung gemacht und 253 waren ehemalige Mitarbeiter. In diesem Jahr 2024 haben mehr als 120 Studenten ihren Abschluss an dieser Einrichtung gemacht. Chede Dawa, ein ehemaliger Schüler des Ragyashirik Noling Educational Institute, erzählte von seinen Erfahrungen und Erinnerungen aus seiner Schulzeit. Er bemerkte, dass Gen Jigme nicht jemand mit hohem sozialen Status oder Reichtum war, der die Universität gründete, sondern vielmehr ein bescheidener Mönch aus einer Nomadenregion, der sie durch immense Anstrengungen und Hingabe an die tibetische Sprache möglich machte. Denzil Lekshe, Sprecher und zusätzlicher Sekretär des Ministeriums für Information und internationale Beziehungen, sprach sich entschieden gegen die Politik der chinesischen Regierung aus, tibetische Schulen zu schließen und durch Internate zu ersetzen. Er argumentierte, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, die tibetische Kultur, Religion und das Volk zu untergraben. TPI-Direktor Dawa Tsering sprach angesichts der Schließung von Ragyashirik Noling über die Zukunftsaussichten der tibetischen Sprachausbildung. Er betonte, dass es für die Gestaltung einer positiven Zukunft für Tibet entscheidend sei, die gegenwärtige Situation zu verstehen und anzugehen. An der Podiumdiskussion nahmen auch 3 tibetische Parlamentarier sowie die zusätzlichen Sekretäre Denzil Lekshe und Denzil Pema teil und Vertreter verschiedener tibetischer Nichtregierungsorganisationen und Medien kamen zu einer aufschlussreichen Diskussion zusammen. Der Repräsentant Ri Zhenjiang führte eine tibetische Delegation, bestehend aus Koordinator Thubten Tsering, dem Präsidenten der tibetischen Gemeinschaft Pema Rinchen und dem ehemaligen Präsidenten Denzil Pemba, als geladene Gäste zur Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris an der Seine, die durch das Herz der Stadt fließt. Obwohl Tibet bei den Olympischen Spielen nicht zusammen mit anderen Nationen vertreten war, war die Anwesenheit dieser Delegation von entscheidender Bedeutung, um Tibet zu repräsentieren und das Bewusstsein für die aktuelle Situation Tibet zu schärfen und sich dafür einzusetzen. Frankreich hat die meisten Tibet-Unterstützungsgruppen und beherbergt auch die größte tibetische Diaspora in Europa. Phuntsho Topgye, UN Advocacy Officer im Tibet-Büro in Genf, nahm am 28. Juli zusammen mit dem Abt des Tibet-Instituts Rikon an der Veranstaltung zum Gründungsjubiläum des Regionalen Zentrums für die Initiative des Mittleren Weges in der Schweiz teil. Ebenfalls anwesend waren Ganma Chökyi, amtierender Präsident des Vereins der Tibeter-Gemeinschaft der Schweiz und Liechtensteins, Chamba Samdo, Co-Präsident der Gesellschaft der Schweizerisch-Tibetischen Freundschaft,
ehemalige tibetische Parlamentarier und ehemalige Vertreter des Tibet-Büros in der Schweiz sowie weitere Vertreter nichtstaatlicher tibetischer Zivilgesellschaften. Am Mittwoch dieser Woche besuchten der Präsident Ngawat Chuzi und die Vorstandsmitglieder der Sydney Tibetan Association das Office of Tibet in Canberra, um freiwillig eine Summe von 9.420 australische Dollar als Beitrag zum Haushaltsfonds der tibetischen Zentralverwaltung zu übergeben. Der Präsident der Vereinigung stellte fest, dass die 18. Sydney Tibetan Association diesen jährlichen Beitrag zum Haushaltsfonds einstimmig beschlossen hat, um ihre Dankbarkeit gegenüber seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung auszudrücken. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.